Frisch und munter geht's im Wolkenhaupt weiter, Freunde. Boah, hey, im letzten Part, also ich bin immer noch ein bisschen geplättet, um ehrlich zu sein. Da ist so viel passiert und Zelda hat uns so viel verraten und wir haben endlich das Super Master-Schwert, oder voll eher das wahre Master-Schwert. Und das geht so schnell mit dem Himmel hin, das ist unglaublich, tja. Ja, im letzten Part haben wir erfahren, dass Zelda die Reinkarnation der Göttin Hylia ist und irgendwie, um den Todbringer in ihrer Zeit zu vernichten, also eben der Oberboss, der Meister Gewahim, brauchen wir das Master-Schwert. Das Master-Schwert. Wovon rede ich jetzt? Alter Mann, natürlich das Triforce brauchen wir. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass das Triforce hier oben im Wolkenhort sein soll. What the fuck, habe ich mir zuerst gedacht. Ja, hier irgendwo soll das Triforce sein, oder? Und ich meine, Link ist sicher schon etwa 16, 17 Jahre alt, das heißt, die ganzen letzten 16, 17 Jahre ist er rumgestiefelt, schön zur Schule gegangen, hat die lauter Putzelbäume gemacht und so weiter und so fort, aber nie etwas von einem Triforce gemerkt oder so etwas. Das Problem für uns ist jetzt, welcher Inselbewohner hat wohl irgendwelche Informationen über das Triforce? Das ist wirklich eine gute Frage, Freunde. Naja, rein theoretisch betrachtet, wen haben wir gefragt, als es um das Lied ging, beziehungsweise, ja, wie hieß das halt schon wieder genau? Mann, ich weiß schon nicht mehr. Mein Gedächtnis wieder mal. Genau darum ging es ja, um die 3 Lieder von den 3 Göttinnen, bla bla bla. Da mussten auch erst was mit Capoeira heißt er doch. Gepora, ja. Mussten doch mit dem Alten sprechen und dann haben wir irgendwie das mit dem Turm erfahren und so weiter und so fort. Daher schätze ich mal, dass er wieder ein paar Infos für uns hat. Aber zuerst mal gucken. Gibt es noch Sidequests zu erledigen oder nö? Die Oma will auch nicht zu uns, was mich ein bisschen überrascht hätte. Bisher eigentlich noch nichts. Aber gut. Hier müsste eigentlich der alte Sack sein. Oh, ein Turteltäubchen, ganz toll. Der alte ist nicht mehr da, okay. Wieso denn auch? Wir brauchen den ja gar nicht. Die beiden Kumpels von Bardo sind auch nicht mehr da. Ein bisschen seltsam, oder? Also direkt der Gepora. Capoeira, wie auch immer. Gepora. Ah, seht ihr? Man muss wirklich mit ihm quatschen. Michael, hast du etwas Neues über Zelda rausgefunden? Oh ja, und wie viel? Sag schon. Und sei es nur ein kleines Hinweis, ich will alles hören. Okay, das kann etwa 20 Minuten dauern, Freunde. Du willst darüber noch nicht sprechen? Ich verstehe. Es gibt Dinge, um die man nicht reden kann und dann soll man schweigen. Ja, vor allem, wenn man gar nicht sprechen kann. Link! Mach doch mal den Mund auf. Ich habe ein wenig nachgedacht, Michael. Ach, echt jetzt? Es tut mir leid, mal mit anzusehen, wie du dich so Muttersinn allein deinem Schicksal stellst. Ich bin nur ein alter Mann. Ja, der Junge sieht nicht aus. Könntest du eher Zeldas Großvater sein. Aber vielleicht kann ich dir gerade deswegen helfen. Echt? Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Du kannst mich alles fragen, was du zum Morgen wissen willst. Okidoki. Was sagst du da? Du willst wissen, was das Triforce ist? Ganz genau, komm Alter, spuck's raus. Woher weißt du? Ah, weißt also doch etwas. Die alten Schriften sagen Leute nur sehr wenig drüber. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Es tut mir leid. Du redest von meiner Weisheit und muss trotzdem passen. Ja, kein Wunder, dass du nicht das Fragment der Weisheit besitzt. Meine Fresse. Du bist mal ein spaßiger Typ, hey. Boah, der Größenunterschied, ey, das ist Wahnsinn. Mindestens 2 Köpfe. Wer hat sonst noch eine Ahnung? Wenn mir das Triforce erzählen kann? Ich befürchte, dass es hier im Wolkenhaupt keine solche Person gibt. Ah. Mann, was mache ich jetzt? Wieso? Jetzt sag bloß, das war deine AHV. Oh, seine Altersrente. Ich glaube, mir ist eine Rente weg. Ja, viel ist da nicht, wa? Ein Rubin. Du tust mir leid. Jawohl, du bist ja der Direktor dieser Ritterakademie, von daher kannst du nicht so arm sein. Oh. Was denn jetzt schon wieder? Einen Hinweis kann ich dir geben. Vielleicht hast du von dem uralten Himmelsgeist Narisha... Was? Narisha oder Narisa? Ich glaube ja Narisha, oder? Narisha ist seit ewiger Zeit der Hüter der Wolken und zugleich ein wandelndes Lexikon. Moment mal, ein Hüter der Wolken? Ja, seit x Jahrzehnten sind hier Dutzende von Vögeln unterwegs in der Luft und so, und wir natürlich auch mit unseren Vögeln, aber wir haben natürlich noch nie etwas von dem gesehen oder so, wa? Ich bin mir sicher, dass er dir etwas zum Triforce sagen können wird.
Ja, du weißt, wo Esel war. Das ist eine wirklich gute Frage. Ah. Lulululu. Mann, bist du hilfreich. Dir ist sicher schon die riesige Sturmwolke aufgefallen, die vor kurzem aus heiterem Himmel erschienen ist. Hey, wieso? Wovon quatscht der Alte? Es gibt das Gerücht, dass Narisha in dieser Wolke eingeschlossen wäre. Also die einzige Wolke, die ich jetzt gerade kenne, ist doch die wir benutzen. Ja, Mann, da ist doch diese Statue der Göttin mit dem Turm drauf, wo wir die einzelnen Lieder zu Din, Farore und Nairo gehört haben. Was sonst eine Wolke? Man hat den Meister Otus beauftragt, diesem Gerücht nachzugehen, doch dann kam die Sache mit Zelda dazwischen. Ah. Okay, wo ist Otus? Ja, vielleicht hat er bereits etwas herausgefunden, vielleicht hat Meister Otus sich nach Narisha fragen. Okay, die Frage ist bloß, wo ist jetzt Otus? Mann. Eine Sucherei nach der anderen. Boah, das Master Schwert, wie das aussieht. Aber farblich passt das mit dem göttlichen Schild. Naja, ein bisschen schon, aber mir wäre jetzt ehrlich gesagt der Hylia-Schild lieber und den soll es ja auch noch geben. Die Frage ist bloß, wie kriegen wir den? Ich meine, dass der einfach so im Bazar angeboten wird, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. So, Otus, wo soll es der sein? War das nicht der Knilch, der mal hier oben war? Komm schon, Link. Otus. Otus Globus Spedicus. Nee. Oh, wie das aussieht, ey. Ja, also immer. Nee, oder? Wollte schon sagen. Hier oben hat es garantiert keinen Würfel. Sonst noch alles ausrüsten. Juwelen der Güter. Natürlich nachts auch nichts. Sehr schön. Ja, nein, nicht. Otus. Ah! Link. Nicht die Tür hinaufklettern, Mädchenskind, hey. Sollst sie aufmachen und dann zum Zimmer von Meister Otus gehen. Der muss ja hier irgendwo sein. Wo hat denn der seinen Raum? Badezimmer, okay, da ist er vermutlich nicht drin. Und wenn er drin ist, will er es nicht sehen. Zeldas Zimmer, die ist sicher nicht da. Will ich mich garantiert überraschen. Okay, das ist Tytos. Girunas, was ist das schon wieder? Egal. Otus. Oh, ich drohte hätte auch auf der Karte nachsehen können. Sorry, Leute. Ja, da ist er. Na, Otus. Na, Michael, was macht denn die Suche nach Zelda? Hast du sie schon gefunden? Wer? Narisha? Du hast mal mit dem Direktor geredet. Oh ja. Narisha befindet sich in der Sturmwolke. Aber es ist nicht der Narisha, den wir kannten. Er ist ein... Ja, sag schon. Monster. Hä? Aber Mann, alle sind ja plötzlich auch mal zu Monstern geworden. Er mag wie Narisha aussehen, aber als ich mich ihm das letzte Mal näherte, hat er mich... Was zum Henker? Du hast ihn da schon mal gedrückt. Ich dachte immer, wir wären die Einzigen, die da rein könnten, von der Auswelt und so. Pustekuchen. Dann kann einfach jeder mit seinem Wolkenvogel reinfliegen. Auch noch gut zu wissen. Neuester Blick war so voller Hass. Oh. Er hat sich verändert. Irgendwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Okay, ein Monster im Himmel. Ich hoffe, ich kann irgendwie dann auf ihm landen und ihn bekämpfen, weil ich schätze mal, darauf läuft es hinaus, weil sonst, soll ich ihn sonst in der Luft bekämpfen? Geht ja gar nicht. Wie, du musst mit Narisha reden? Das ist unmöglich. Nein, ist im Moment für unsere Worte unerreichbar. Und selbst wenn du nah genug an ihn rankommen würdest, er würde dich angreifen, das wäre dein Ende. Boah, ist er so mächtig oder was? Ey, Alter, ich hab fast 18 Herzen. Na gut, 17. Was? Du willst trotzdem gehen? Seine Miene hat sich überhaupt nicht geändert. Hey. Bist du vielleicht mit Trappo verwandt? Nun, du willst es tun, um Zelda zu finden, oder? Finden? Nee. Ich hab sie schon gefunden, die ist in der Vergangenheit. Nein, ja, es ist auch eine Gegenwart. Mann, ihr seht schon, Freunde, ich komme total durcheinander. Gut, ich habe das Gefühl, du lässt dich davon nicht abbringen. Okay, ich stehe einfach so rum und sage nichts. Natürlich. Ich habe eine Idee, komm mit. Link ist wie immer sehr hartnäckig bei sowas. Einfach dastehen und nichts sagen, das ist sein Motto. Irgendwas steht mit Narisha in der Sturmwolke nicht. Wenn du die Ursache für dein Verhalten beseitigst, kommt der alte Narisha vielleicht wieder zurück. Wieso? Gut und böse, und wenn ich das Böse sehe, kommt der Gute wieder zurück. Oh Mann. Also Michael, ich bringe dir jetzt eine ganz spezielle Vogelradartechnik bei. Was? Was? Den Tornadostoß? Oh. Der Tornadostoß, wohlgemerkt mit dem deutschen S, ist ein starker Angriff. Mit seiner Hilfe kannst du Narisha sich von dem Übel, das ihn befallen hat, befreien. Die Ausführung ist ein bisschen schwierig. Du musst nur A drücken, das ist alles.
Den Temposchub kennen wir doch schon. Allerdings wird ein Vulkanvogel extrem schnell und dieser Zustand hält länger... Mann. Und dieser Zustand hält länger an als nach der normalen Attacke. Ach so. Die Kunst ist, den Vogel im Flug stabil zu halten. Deshalb lernen nun die erfahrensten Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Ah. Vielleicht ist es eigentlich noch zu früh, aber wir wollen sehen, vielleicht bist du schon bereit dafür. Sprint los und spring von hier ab. Ja, das ist eigentlich logisch, ja. Wie sollen wir sonst unseren Vogel rufen? So, und jetzt kommst du mit. Leute, wie zum Henker kann Link ihn hören? Oder hat ein Walkie-Talkie dabei? Das bezweifle ich ehrlich gesagt, aber gut. Dreht greift an. Okay, der ist mal neu. Bisher hat er eigentlich immer den Temposchub gemacht. 10 Ziele. Ach du Scheiße. Wenn du schaffst 10 Ziele in 120 Sekunden zu zerstören, dann bist du ein wahrer Vogelreiter. Okay, fangen wir an. Erstmal den da unten. Ach die. Aber so ungefähr wieder. Wow. Okay. So geht der Tornadostoß also. Ey, bleibst du hier? Nein! Oh, knapp neben ist doch vorbei. Oh nein, ich habe keine Feder mehr. Oh, dieser scheiß Tornadoflug. Was mache ich hier eigentlich? Nein! Oh! Leute, das ist nicht mein Sport. Er sagt zwar meistens immer, Sport ist Mord, aber der hier ist echt übel. Erstmal diese Ziele. Was? Okay. Hey, was ist heute los? Ich treffe gar nichts mehr. Was soll denn dieser Scheiß? Das kann nicht sein. So, jetzt nochmal. Geht doch, meine Fresse. Soll ich mir den da... Oh, knapp neben ist auch vorbei. Gut, den jetzt da oben. Ja, okay. Leute, das ist nicht einfach. Kriegt zwar langsam Schwung dahinter, aber trotzdem. Okay, eins muss man merken. Immer erst bevor ich reinbrechen will, auf den A-Knopf drücken. Genau das meinte ich, weil sonst kann sonst was passieren. So, den da hinten noch. Wow. So, da oben schauen einfach noch ein. So, scheiße, hol dich jetzt. Komm her, komm her. Ja, geht doch. Scheiße, das schaffe ich nie mehr. Wie viel sind es? 10 Stück? Schaffe ich nie mehr, das kann ich vergessen. Wow. Nein, was macht der? Ich kann nicht mehr steuern. Leute! Oh, ich sehe nichts mehr. Hilfe! Mein Vogel spielt verrückt. Oh, Bruder, was soll der Scheiß? Du bist so eine Kasui. Fail. Oh, war das schlecht oder was? Du bist echt übel, Mann. So einen schlechten Schüler habe ich noch nie gesehen. Sogar Gruß wäre besser. Mann, Schnauze! Muss man vielleicht nochmal anquatschen? Das glaube ich jetzt einfach nicht. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag. Mann, wo war der jetzt? Hier oben? Nee, oder? Ich hoffe, der steht eben noch am gleichen Ort. Mann, was ist das für ein Party? Obwohl, wieso sollte er da oben sein? Ist der da? Nun natürlich nicht, wieso auch? Wo bist du, Alter? Meister, wo seid ihr? Da oben? Da unten? Sehe ich vielleicht auf der Karte? Das wäre jetzt vielleicht nicht gerne schlecht. Ja, jetzt sag mir bitte nicht, dass der wieder drin ist. Oh, Menschenskind, hey. Sorry Leute, aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht wieso. Link, wird das bitte mal hochgehen. Dankeschön. Ja, sorry, ich lasse gerade meine Wut an den Link aus. Ist da unten? Da ist er, okay. Aber irgendjemand muss er dafür herhalten, wa? Weil ich selber kann es nicht sein. Logisch, war gut. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt wieder runter da. Legen den Austausch auf zum Kotzen. Wo ist der jetzt? Da drüben? Jep, da drüben. Hui. Einmal versuche ich es noch und dann weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht machst du noch offscreen.
Oder ich schneide das Ganze einfach zurecht. Weil sonst dauert es mir echt zu lange, Freunde. Das kann es nicht sein, ich will in den nächsten Part eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Ja, natürlich. Dann springen, ja. So, bin gesprungen und jetzt... Bring nochmal die scheiß Prüfung. Ja, das kenne ich doch alles. Abbruch mit 2 und weiter geht's. Sag mal den da oben ab. Hol. Bäm. Jetzt hol ich den da. Alles geschmeidig aus dem Handgelenk. Okay, diesmal mache ich das Ganze ein bisschen besser. Ich verspreche es euch. Bäm. Oh. Ja, der wird eine Weile Kopfschmerzen haben, Freunde. Das muss doch weh tun. Oh. Hol ich den noch? Hol ich den noch? Ja, und wie? Das fliegende Ziel. Nein! Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Aber jetzt noch einer. Okay, hol ich den gleich. Nein. Wow, der war knapp. Alter Scheiße, war der knapp. Da drüben. Komm schon, ich könnte zwar noch ein bisschen Tempo geben, fällt mir gerade ein, aber egal. So, jetzt hoch! Ich will den holen! Nein! Oh, du. Okay, ich hole ihn schnell aus dem Rückflug. Den hinter mir habe ich auch gesehen, aber auf den habe ich gerade keinen Bock. So. Bäm! Was ist noch einen da unten? Ganz fies, oder? Was ist mit dem da? Bäm! Sehr schön, sehr schön. Wow! Sehr schön! 9. Okay, sind doch mehr als 10. Verfluchte Scheiße. Oh Mann, was ist das für ein Vogel? Also ich muss... Ach so, es hat mehr als 10, aber ich muss doch nur 10 holen. Oh. Ah, lesen will gelernt sein. Kann ich mir sowas von auf die Stirn klatschen? Sehr gut, du hast innerhalb des Zeitlimits 10 Ziele zerstört. Du wärst an der roten Wolkenvogel wirklich meisterlich, Michael. Wirklich sehr gut. Beim zweiten Mal. Du hast das Recht verdient, den Tornadostoß einzusetzen. Jetzt muss Narish nur noch finden. Der Besitzer der Kürbisbar bringt Narish jedes Jahr Kürbissuppe. Wir müssen ihr helfen können. Ah, der Trottel also. Okay, wie sieht's mit der Flasche aus? Oh. Verdammt! Moment mal. Ich hab doch noch einen im Bazar. Ich bin doch nicht so dämlich und wirf einfach eine Fee weg. Die brauche ich garantiert noch mehr im Bossfight. Könnt ihr darauf wetten. Also müsst ihr mich schon sehr irren, wenn der nicht um einiges schwerer ist als noch die ganzen anderen Bosskämpfe. Zum Beispiel in Ganondorf. Noch Queen of Time. Okay, der war, würde ich sagen, ja mittelschwer, vor allem beim ersten Mal. Bei Twilight Princess, der war fast extrem leicht. Wind Waker war ein bisschen anspruchsvoller. Majora's Mask, okay, der war kein Ganondorf, aber Majora selbst war auch viel zu leicht. Okay, die wollen auch was. Oh Mann. Wo ist denn Pfannkuchenface hin? Der ist nicht mehr hier, das finde ich richtig mies. Wieso ist nicht mehr hier? Holt er sich gerade ein Bier? Egal. Was ist denn schon wieder los mit euch? Hab keinen Bock. Also gut, erstmal zu der alten. Was sagt die Zeit? Na gut. Per Besuch von Narisha müsste es eigentlich noch reichen. Nur so topisch aus. Ja, schon gut. Das Lager. Was habe ich denn hier alles? Lebenskraftmedaillen brauche ich noch nicht. Hier eine... Oh, da haben wir eine Fee drin. Oh, scheiße. Egal. Das war's auch schon. Wenn du mich vermisst, komm mal zurück, ja. Darauf kannst du lange warten. So. Der will nichts von uns, wir von ihm auch nicht. Was ist mit dir los? Der Bossang macht in letzter Zeit ständig sein verdrussenes Gesicht. Er meint, seine Kristallding ist ja sein kaputt und er verkriegt sich seitdem ständig in seinem Haus. Wir sind mal nach dem Wahrsager suchst. Das liegt alles Wolkenherz, okay. Machen wir aber erst in der, ja, würde ich sagen, in einem Sidequest-Part. Das ist echt, Mann, hey, alter Falter. Na egal. Mein Hals ist plötzlich so kratzig. Keine Ahnung wieso. Ja, wo bin ich jetzt überhaupt? Achso, hier hinten bin ich. Wo wollte ich jetzt eigentlich schon dahin? Genau. Die Kürbisbar. Verwenden. Komm raus. Dankeschön. Mal kurz abspringen. Wo geht das am schnellsten? Ja, typisch da vorne.
Lululu. Ist doch gar nicht so schlecht, Freunde. Jetzt haben wir etwas über Narisha erfahren, den wir bisher noch nie gesehen haben, wo wir schon etwa 10-mal in der Wolke drin waren. Dann haben wir jetzt einen Tornadostoß noch. Ist doch not bad. Das Abzug Kürbisbar. Wo liegt die Laukarte? Signal nicht gesetzt und ab geht's. Da vorne, okay. Tornadostoß! Mir wird schlecht! Ist das Trappo da oben? Ach nee. Ist nur ein Wolkenvogel. Ein Vögelein. Komm schon, Uhr, beeil dich ein bisschen. Die Leute wollen nicht noch länger warten. Sturzflug. Gott sei Dank hat Link keine Höhenangst. Das wäre echt mies. Und richtig fies. So, Signale brauche ich nicht mehr. Da ist doch schon unsere alte, bekannte Kürbisbar. Na dann landen wir mal. Wow, das war knapp. Gibt's noch was? Die will auch von uns? Okay. Ein anderes Mal, Freunde. Sicher auch nur wieder so ein Sidequest-Dingsbums. Fangen doch mal direkt den... Alter Scheiße. Okay, dafür brauchen wir Trappo. Das Herz ist nicht mehr hier oben. Hallo. Oh, ein neuer Kronleuchter sehe ich gerade. Wow, kein Herz mehr. Scheiße, dabei könnte ich noch eins gebrauchen. Naja. Hallihallöchen. Hey, was ist los? Siehst du, als ob ich mir etwas berücken würde. Hey, hey. Ja, wirklich? Naja. Narisha, oh. Ich kenne Narisha echt gut. Alle kennen hier Narisha, das ist unglaublich, ey. Ich bringe mir jedes Jahr eine Großportion der Kürbissuppe. Da vor einiger Zeit tauchte plötzlich diese gigantische Sturmwolke auf. Ey, könnt ihr Leute, wenn ihr mal so ein extrem seltenes, und ich nehme auch ein riesiges Vieh trefft, vielleicht mal auch untereinander auch austauschen und so, damit würde ich nicht so viel Zeit verplempern, um dauernd nach Infos zu suchen. Dafür kann ich ihm leider keine Suppe bringen. Nun tröstlich. Oh, du machst das für mich? Ist mir das schleierhaft, du mit deinem Vogel durch diese riesige Sturmwolke fliegen willst? Aber da ich schon lange keine Suppe mehr hatte, werde ich sie diesmal besonders lecker würzen. Warte hier, wenn er mich bei einem Windeseile etwas Leckeres zusammenbrauen. Ist das Klammern? Na, schon gut. Hier ist sie! Mann, war der fix, ey. Ich koche nun schon seit Jahrzehnten, aber dies hier ist wohl die leckerste Kürbissuppe, die mir je gelungen ist. Das hoffe ich auch. Leute, glotzt der gerade frei auf die Brüste, falls sie überhaupt welche hätte. Gebiet euch, nach dem Roboter rufen. Na, macht das. Verehrte Fei, hier bin ich. Oh, der schon wieder. Hallo, Trappolein, du altes Schwein. Eine wirklich schwere Ladung diesmal, aber das geht in Ordnung, ich schaffe das. Ich warte draußen auf dich, gib mir eine Bescheid, dann folge dir überall hin. Meint jetzt mich oder meint der Fei? Link schaut ihm nur hinterher, ist das ein Obertrottel? Tja, Alter, was sagst du jetzt? Normalerweise bietet Narisha meine Suppe auf einer kleinen Insel innerhalb der Sturmwolke da. Du kannst sie gar nicht übersehen, über ihr schwebt ein Regenbogen, viel Glück. Okay. Wo ist jetzt eigentlich, wo ist der Roboter hin? Hallo? Der ist irgendwie verschwunden. Ganz toll. Ja, Freunde, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt schon Trappo folgen oder der Part wäre eigentlich langsam zu Ende? Ich weiß, normalerweise mache ich ja längere Parts. Also, ich meine, noch ein bisschen länger als 25 Minuten, aber jetzt würde ich sagen, ist noch genug, weil ja, dann können wir im nächsten Part wirklich den ganzen Part der Suche nach Narisha bieten und ja, ich habe nämlich so das Gefühl, das wird nicht so einfach und der Kampf gegen ihn, weil das wirklich so ein riesiges Vieh ist, dann gute Nacht. Also, was ist die Vogelstatue? Ah, hier ist sie. Sehr schön, dann speichere ich hier kurz. Und dann im nächsten Part, Freunde, geht's weiter. Da fliegen wir direkt zur Sturmwolke und besuchen mal Narisha. Mal schauen, wie gut er auf uns zu sprechen ist. Also, bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.